Die längste Seepromenade Deutschlands erstreckt sich im Gemeindegebiet von Herrsching am Ammersee über rund 8,5 Kilometer und ist eine genauso charmante wie abwechslungsreiche Lebenswelt für sich. Um sie kennenzulernen, lässt man sich am besten treiben und spricht mit den Leuten. An der Promenade daheim ist zum Beispiel Peter Neuner. Der Fischwirtschaftsmeister arbeitet für den Bootsverleih der alten Herrschinger Fischerfamilie Stumbaum. Dass das so kam, hat seine Gründe beim Nachbarn. Dessen Eltern haben in den 50er Jahren das Nachbargrundstück gekauft. Das ist in Oberfranken und seitdem gibt es hier eine ganze Oberfranken-Enklave. Genau, und auch ich bin einer, ursprünglich aus Hof. 1981 haben er und Freunde an der Promenade einen Kiosk gebaut. Und dann in der Zeit habe ich dann die Tochter des Fischers kennengelernt und so, zack. Lehre als Fischwirt. Aber es war damals schon klar, dass eigentlich der Bootsverleih eine größere Rolle spielt tatsächlich als die Fischerei. Fischen geht Neuner außerhalb der Saison. Das Leben an der Promenade hat sich über die Jahre merklich geändert. Es war viel, viel, viel ruhiger. Also es ging eigentlich immer so stetig bergan. Hier in den letzten 10 Jahren ist natürlich auch Multikulti geworden. Man hört viele Sprachen. Was ich als Bereicherung sehe. Die Boote, die Peter Neuner und die Stumbaums vermieten, bauen sie zum Teil auch selbst. Ich zeige euch noch schnell, wo die Sachen hier entstehen. Und zwar hier ist die alte Werkstatt. Und da kann man jetzt ein E-Boot sehen, das hier gebaut worden ist. Und wir bauen die Schiffe gern ein bisschen größer, weil wir die Anzahl der Schiffe nicht erhöhen können, sondern nur die Größe. Wir haben seit, über 100 Jahren 21 Mietboote. Immer das Gleiche. Nur ich kann untereinander wechseln. Früher waren das nur Ruderboote und Segelboote. Jetzt sind es halt hauptsächlich E-Boote, Tretboote zum Baden. Herrsching war bis ins 19. Jahrhundert ein Fischer- und Bauerndorf. Dann kam der Maler Ludwig Scheuermann und ließ eine Sommerresidenz bauen. Das sogenannte Kurparkschlösschen ist heute eines der Schmuckstücke der Promenade und gehört der Gemeinde. Der Herrschinger Kulturverein veranstaltet hier Konzerte, Lesungen und Ausstellungen. Heinz Hellerer ist sein erster Vorsitzender. Ludwig Scheuermann hat einfach hier gebaut. Er war der Erste, der praktisch eine Villa hier gebaut hat, auf dem Schwemmkegel des Kienbachs. Was damals ja niemand gemacht hätte. Kein Bauer oder so wäre je auf die Idee gekommen, hier was zu bauen. Scheuermann baute so, dass das Haus auch Hochwasser verkraften kann. Nach dem Beginn der Schifffahrt auf dem Ammersee 1877 kam 1903 die Eisenbahn nach Herrsching und mit ihr deutlich mehr Touristen. Das Seeufer veränderte ab jener Zeit stetig sein Gesicht. Im endegehenden 19. Jahrhundert, beginnenden 20. gab es zum Beispiel so Badeanstalten, was es heute gar nicht mehr gibt. Ja, gab es mehrere hier. Dass es Häuser direkt am See gab, das war eher sehr unüblich. Der Herr Scheuermann war da vielleicht einer der Pioniere auch. 1934 kaufte die Gemeinde die Scheuermannsche Villa samt Park. In der Folgezeit wurde es im heutigen Südteil der Promenade so gehandhabt, dass der Gemeinde bei Baumaßnahmen oder Besitzerwechseln ein Stück Ufer überschrieben wurde. Die Seepromenade gehört heute zum Teil der Gemeinde, zum Teil der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung. Im Sommer natürlich ist hier sehr viel los. Haben wir einen gewissen Overtourismus, muss man ganz einfach so sagen. Also im Winter ist hier immer noch recht ruhig. Also von der Kurpark ist auch wirklich ein Kleinod. Diese uralten Bäume und allem, was hier am Bewuchs ist. Wir sind froh als Kulturverein, dass wir hier praktisch Veranstaltungen machen können. In dieser bisschen lauschigen Wohnzimmeratmosphäre. Generell ist es also für jede Form von Veranstaltung ist es einfach was Besonderes. Apropos Besonderes, heiraten kann man im Kurparkschlösschen auch. Die Herrschinger Seepromenade reicht von der Gemeindegrenze bei Wartherweil im Süden bis Loch Schwab im Norden. An ihrem dortigen Ende geht es wie unten im Süden ein bisschen ruhiger zu. Die Natur hat das Sagen. Der Blick reicht weit über den See bis tief in die Berge.
Die Herschinger Seepromenade ist übrigens die einzige in Bayern, die fast überall freien Zugang zum Wasser bietet. Auch wenn an manchen Tagen krasser Andrang herrscht. Zwischen Biergärten, Hotels, Eisdielen, Sportmöglichkeiten und Natur kann hier so ziemlich jeder auf seine Kosten kommen. Vom Ausflügler bis zum Chill-Out-Fan. Ein Kiosk an der Promenade hat Kultstatus. Der, den Peter Neuner und seine Freunde 1981 gebaut haben. Locker und entspannt geht es dazu. Für Herschinger wie für Auswärtige. Und auch Peter Neuner freut sich auf den Feierabend. Ich bin wirklich froh, wenn abends alle da sind. Das letzte Schäfchen, wenn da ist, dann kann ich in Ruhe Bier trinken. Spätestens zum Sonnenuntergang erschließt sich, was die längste Seepromenade Deutschlands sein könnte. Ein Ort, an dem sich Lebenskunst und Lokalgeschichte, Bayern und Individualismus die Hand geben. Und ein Ort, von dem so gut wie jeder etwas mitnehmen wird.